Und weil es jetzt gerade so aktuell ist, auch für Bern, lese ich den Text euch vor. Er heisst «Sterben ohne Tingeltangel». Ich könnte nicht behaupten, sie sei meine Freundin. Sie ist recht eigen. Mit reinen Füßen am Boden und mit dem Kopf in den Wolken. Unfassbar. Vielleicht ist es Neid, was sie fast ein bisschen unsympathisch macht. Weil sie wichtig ist. Wichtiger. Sie hat definitiv etwas zu sagen. Sie macht es mit noblem Schweigen. Sie gibt nichts von ihrem Geheimnispreis und ist doch eigentlich gar nichts Apartiges. Sie hat keine überragenden Qualitäten, keine Schönheit, die ihm sprachlos macht. Aber sie hat etwas, das mir total abgeht. Man kann sie nicht ersetzen. Das hört man ja ständig. Niemand ist unersetzlich. In ihrem Fall ist das Quatsch. Die Esche kann man nicht ersetzen. Nur ihre Wurzeln gehen in alle relevanten Realitäten. Nur ihre Äste breiten sich über alle Formen des Lebens. Sie ist keine Drama-Queen, das muss man ihr zu gut haben. Sie trägt ihr Leiden mit mustergültiger Geduld. Sie stirbt würdevoll und langsam, ohne auch nur einen Ton. Still stirbt sie. Still. Es geht kein Aufschrei durch das Land, wie bei der Invasion vom Borkenkäfer. Keine Medien, Ting und Tangel. Die meisten merken gar nichts. Sie sind sich nicht bewusst, wer verloren geht und was sie alles mitnimmt in ihr Waldgrab. Mit Morcheln ist es Essig ohne Esche. Man kann nichts machen, heisst es. Den reingeschleiften, fiesen Pilz nicht aufhalten. Ob man nicht kann oder nicht will, weil ja niemand ein Vermögen macht, wenn man ihr Leben rettet, wer kann das so genau sagen? Ausgerechnet sie, mit reinen Füßen voll in Realität und mit dem Kopf voll in den Traumwolken. Die Esche, der Weltenbaum, die Yggdrasil, ein Name, Menge Deutung. Wo die 3 Nornen drunter gehöckelt sind und das Lebensgewebe ersonnen haben, die Lebensgeschichten eingefädelt haben. Dass sie die Eschen herausgelesen haben, ist sicher wegen dem Licht. Kein anderer Laubbaum kann das Licht so filtern, durch die feinen Blättchen, dass das Licht eine Struktur bekommt. In feinen Streifen, Linien verläuft. Die Lebenslinie, die Lebensfäden aus der feinsten Einheit, der Fasern. Ausgerechnet Esche stirbt still, eine um die andere. Teilkünstler machen aus ihrem Holz noch Skulpturen. Wenn ich an das Eschensterben denke, höre ich, wie die Grundfesten der Welt abbröseln.